Nächste kleine Stück, also wir bleiben bei pilzischen Singularitäten, noch ein kleiner Augenblick. Es geht darum, dass wir heute vor euch stehen als eine Band, die das macht, was sie macht. Das war nicht immer so, muss man ehrlich sagen. Und wir werden bis auf den heutigen Tag, wenn wir in vielen Interviews, also auch von Moderatoren, die uns vorher schon kennen, werden wir immer wieder gefragt, warum singen sie auf Pelzisch? Und das ist jetzt natürlich eine brutal schwere Frage. Ne? Ich bin Pelzer und komme aus der Pfalz, aber warum singe ich auf Pelzisch? Ne? Ich bin noch nicht drauf gekommen. Was mal falsch, schreibt es mal auf den Zettel. Ne? Fakt ist natürlich, jeder von uns ist aus einer Generation, wo man doch früher gesagt hat, lern denn doch mal anständig Deutsch, sonst bleibt der ja dabbisch. Ne? Wie soll ich sagen, ne? Schlau sind sie alle nicht geworden, das hat man jetzt gemerkt beim Erzählen, aber die... Aber du musst auch die Schleue überwinden. Und es war, ich hätte es nie geglaubt, dass ich an dieser Stelle mal die PISA-Studie zitieren darf. Es war die PISA-Studie, die zum Ausdruck gebracht hat, dass Menschen, die in Mundart sprechen, also gleich welcher Couleur, das mit den Saarländer, Bayern, Sachsen oder Schwabensee oder Pelzer, dass die bei gleicher Schulbildung und Intelligenz fast 30% größere Wortschatz im Alltag benutzen als jemand, der nur Oxford-Deutsch reden kann. Seht ihr? In der Folge können sie sich genauer ausdrücken, sie haben einen größeren Wortschatz, also eine immense Sprachkompetenz, neigen schneller zum Vernetzen, weil sie lesen und schreiben ja auf Oxford-Deutsch und auch zu besserer schulischer Leistung. Bayern kann man das sehen, das heißt, Pelzisch Babble macht schlau. Seht ihr? Die hätten mich bloß fragen müssen, aber es ist schön, dass die PISA-Studie das bestätigt. Und nichtsdestotrotz kommt der Etzel zum Beispiel beruflich als mal nach Berlin und dann sagt eine Kollegin zu mir, Herr Merz, könnten Sie bitte deutlicher reden? Sie hat ja nicht gesagt, Deutscher, ne, dass wir ja diskriminieren. Also sie wollte so vorbeigeschrammt noch, könnten Sie deutlicher reden? Und da hat der Herr Merz zu der Frage gesagt, Frau Hammerschmidt, ich sage Ihnen eins, bei uns in Speyer im Dom, da liegen 3 deutsche Kaiser begraben. Bei Ihnen in Berlin noch nicht einmal der Hund. Ja. Selbst die Preußen liegen in Potsdam, in Brandenburg. Da gehe ich mir mal Gedanken machen, wer von uns Deutscher redet. Aber sie kommen sicher gleich drauf. Ne? Die hat nie wieder gefragt. Und wir möchten an dieser Stelle, gerade weil jetzt viele hier da sein, auch in Videokonferenzen am Computer fristen und da ist mal ein Direktor dabei oder ein Präsident, fangt nicht an, Hochdeutsch zu retten. Das steht Pelzerin und Pelzer nicht gut an. Das hört sich schlimm an hinten hoch, ne? Sondern gebt dem Direktor, egal was er ist, die Chance, Pelzig zu lernen. Er wird besser durch euch, seht ihr. Das müsst ihr machen. Und das denn gewesen, hier ist das nächste kleine Stück, sag's auf Pelzig. Herr Kapellmeister. Als schick und weltgewandt, war man immer fremde Land. Nicht einfach bloß in Urlaub geht, sondern auch die Sprache versteht. Das Leben ist nicht bloß pädagogisch, sondern vieles was exotisch. Das erschließt sich uns auf Flur, lernt man die Sprache und die Kultur. Trotzdem gilt dabei uns still, als nicht so schlau und provinziell. Aber mancher schenkt sich und versteht sich. Guck mal der rennt ja Pelzig, die sind da. Und dieser Mann, der rennt Pelzig, weil er's kann. Und wer nur Hochdeutsch kennt, am Ende, da und halt Pelzig nie gelernt. Wir kriegen gern und viel Besuch, ja unser Haus wird oft gebucht. Zum Essen, Trinken, Übernachten, der Wald und um sich zu betrachten. Sie gehen auch lauter zum Studieren und an der Wollstraße mal probieren. Und man merkt dann, man bestellt sich, Pelzer war ja beste Pelzig. Trotzdem gilt dabei uns schnell, als nicht so schlau und provinziell. Der mancher schämt sich und verstellt sich. Guck mal der rennt ja Pelzig, wie sie und dieser Mann, der rennt Pelzig, weil er's kann. Und wer nur Hochdeutsch kennt, noch nicht, dann Pelzig wie gelernt.
wohne in Berlin. Ich komm beruflich aus der Wien und hab ich abends da noch Zeit. Du gibst in Lichtenbergen rein, du bist weit von daheim. Dann bleiben die doch jetzt mal kennen. Nimmt sich Zeit und sie gesellt sich gern zu mir und sie rennt in sich. Sie nimmt sich Zeit und sie gesellt sich gern zu mir. Und sie empfiehlt sich, fragt mich und dann bestellt sich bei ihr, was man will auf Pelzig. Und wenn ich oben zu ihr käme, dann sagt sie, wär's als wie daheim. Und keiner schämt sich und verstellt sich und alle Pelzer reden Pelzig. Deutschland! Budget!